Mach die Tür zu. Frieda, dürfen wir das denn? Warum nicht? Hier ist doch niemand. Aber wir sind doch eingebrochen. Ja und? Und wenn man uns hier nun findet? Das wäre doch gut. Irgendeiner muss uns so und so helfen. Klar, wir wissen ja nicht, wo wir sind. Wer hat denn die Ruder über Bord gehen lassen? Und wir konnten nicht mehr weiter und mussten uns durch den Nebel treiben lassen. Ich nicht? Ist gut, ist gut. Was könnt ihr damit machen? Die sind mir aus den Händen gerutscht. Seit meiner Kinderzeit habe ich so eine Dinger nicht mehr nachgehabt. Na, ist ja auch egal. Wir sind ja angekommen. Aber wo? Weiß ich auch nicht. Wir sind die Elbe runtergeschippert. Und wir sind in irgend so Nebenarm reingedümpelt. Wartet mal, darüber werde ich ein Gedicht schreiben. Wenn die dunklen Wolken treiben, übers weite Wasser. Ottilie, ich bitte dich, alles zu seiner Zeit. Ich bin so müde. Ach, wenn wir bloß wieder zurück in der Abendsonne. Da werden sie nun warm und trocken beim Essen sitzen. Ach, was, Abendsonne. So schlimm ist das auch nicht, dass wir vor Schritt gegangen sind. Stimmt. Aber im Heim da gibt es Zimmer mit Betten. Und jeden Freitag Pfannkuchen. Und heute ist Freitag. Wir sollten uns ein bisschen umgucken. Ist das da ein Schrank? Nee, das ist meine Kammer. Leer wie bei Schwester Agathe. Hier lagen sie auf die Mäuse, weil der Brotkasten tot. Ist das doch wohl eine Waschküche, was? Ja, genau. Oh, wie muffig das hier riecht. Mein Mantel ist klatschnass. Guck mal, was ich gefunden habe. Eine schöne Suppe. Oh, Frieda, das Schicksal meint es gut. Hier eine Keksdose können wir als Pott nehmen. Keks. Dann brauchen wir gleich bloß noch Feuer. Also, draußen ist noch eine kaputte Holzkiste und auch ein paar Kohlen. Und du meinst, wir sollen uns an anderer Leute Sachen vergreifen, Frieda? Ach, dummes Zeug. Also wenn da kein Holz gelegen hätte, hätte ich hier die Rahmen aus den Fenstern gerissen. Frieda, versündige dich nicht. Ja klar doch. Warum haben Sie mich denn reingesteckt in das artige Altersheim? Doch bloß, weil der Staat mein Haus einkassiert hat, als mein Mann gestorben war. Und mein Pfennig habe ich dafür gekriegt. Nach all dem, weißt du, da sind mir so ein paar Fensterrahmen, sowas von egal. So, erstmal Holz holen. Ich wäre nun eigentlich in der Abendsonne, wenn ich nicht spekuliert hätte. Ja, das hast du schon erzählt. Beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendbrot. Tut mir leid, wenn es meine Geschichte nervt. Tut das nicht, Bergis, tut das nicht. Guck mal, wir haben doch alle unsere Sorgen. Ich wäre ja auch noch nicht in der Abendsonne, wenn mir der Rock nicht kaputt gerissen wäre bei all diesem. Kaputt gerissen? Das hast du uns noch gar nicht erzählt. Was ist denn passiert? Was ist passiert? Ist alles rausgefallen. Geklaut! Oh, die kannst du aber auch. Der Richter hat gesagt, Frau Clausen, Abendsonne oder Sonntagfrüh. So, jetzt. Dann können wir Feuer anmachen. Ich habe noch eine Fußballe gefunden. Das sind doch Briefe. Die gehören doch jemandem. Nee, alles bloß Werbung. Herrn Herbert Schinkel, Bornräder 16, Wischmur über Stade. Wir sind Achterstade. Junge, die, dann sind wir am Bannigenschlag abgetrieben. Und dann noch in die Mühle rein. Oh, also, das ist laut und retten. Und mal 6 Monate sind die schon alt. So, du meinst, das Haus ist so lange schon leer. Wir kriegen, dass niemand so ein Haus haben will. Armes, kleines Haus. Oh, wie gern hätte ich ein eigenes Haus. Ja, doch. Ach, na, ich ja gar keine Streichhölzer. Hast du noch das Feuerzeug, was du kürzlich dem Pastor geklaut hast? Er hat es fallen lassen, das habe ich euch doch schon erzählt. Sind noch Zigaretten in der Packung, die er auch fallen lassen hat? Ach, du frierst was. Komm her, hab ich das Feuer, mein Dear. Und jetzt zieh den Rock mal aus.
Können wir gleich ein bisschen trocknen, weißt du? Aber stell dir vor, da kommt einer rein und fühlt mich so. Nee, du, ich zieh jetzt schon die Strümpfe aus. Also, ich konnte die ganze Abendsonne auf einmal nicht mehr ausstehen. Mich nicht, dich nicht, keiner. Wäre mir auch egal gewesen, wenn wir abgesoffen wären. Wieder. Ja doch! Weil das Gefühl, wir wären schon tot, wartet nur noch auf unsere Beerdigung. Das ist der Botterweges Meerlappen von Oberschwestern. Na, wie geht uns das denn heute mit dem bösen Rheuma? Also, wenn du alt bist, betüdeln sie dich von vorne bis hinten oder sie lassen dich links liegen. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Du versuchst Arbeit zu finden, und sie sagen, du bist zu alt. Was bleibt dir denn anderes als die Abendsonne? Für das Heim sind wir eine Pflicht. Ne? Sie meinen, sie sind anständige Menschen, sozial und so. Für die sind wir keine Menschen. Für die sind wir nichts anderes als ein paar Wollhamster auf dem Laufrad. Da ist was dran, Frieda. Ja, ich will kein armes Hätschel sein. Ich will Frieda Graumann sein, die mit Haut und Haaren lebendig ist und auf sich selbst aufpassen kann. Okay. Nebel ist nie wieder geworden. Meine Zeit, wie der Garten aussieht. Also Disteln, Unkraut, das gibt es ja wohl nicht. Aber das könnte so schön sein. Ja. Das da ist Flieder. Ach hier, guck mal, und Apfelbäume. Lecker Pfannkuchen mit Zucker. Muss wunderschön sein im Frühjahr und im Sommer. Frieda, was ist das Holzdings da bei der Achterpforte? Ah, das ist ein alter Brunnen. Und was ist das an der anderen Seite vom Haus? Du hast gesagt, das ist auch ein Brunnen. Ja, man, der ist größer und hat eine elektrische Pumpe. Der da ist bestimmt schon ausgetrocknet. Auf jeden Fall müssen wir erstmal einen Weg zum Dorf hin. Ja. Frieda, fass mich an! Da kommt einer den Weg hoch. Ein Mann, ein alter Mann. Oh, sieht ja harmlos aus. Aber wir sind doch eingebrochen. Ich versteck mich. Hier in der Waschküche. Nimm ich mir hier in das Zeug weg. Genau! Raus da, hab ich gesagt! Oh, Sie haben meinen Strumpf. Ihrer? Wenn ich bitten kann. Ich war in der Pfütze getreten und da habe ich gedacht, ist besser, wenn du so ein bisschen auftrocknest. Anders nasse Füße, Schnö, Grippe, Lungenentzündung, Grabstein. Also nochmal langsam, wer? Ich weiß. Sie wollen mich fragen, was ich hier mache.
Ich habe vor, dieses Haus hier zu kaufen. Ah, da kommen Sie zu spät. Das habe ich bereits gekauft. Oh, so ein Pech. Dann sind Sie schon vor mir an den Besitzer, an Herrn Chiemgauer, rangekommen? Sie kennen ihn? Nicht so direkt. Nee, ich habe seinen Namen irgendwo gelesen. Wie geht's Ihnen? Tot. Was? Oh, das tut mir leid. So ein wunderschönes Haus und den Tod. Herrlich. Wassing. Paul Wassing. Ja, das ist genau so, wie Schinkel mir das ausgemalt hat. Beste Lage, ruhiges altes Dorf, Frieddach. Nächste Woche kann ich hier wohl einziehen. Gibt es ein gutes Hotel im Dorf? Kann ich sagen. Ich kenne mich hier in der Gegend nicht so aus. Und eine Frau muss ich auch noch finden, die hier so lange ein bisschen reinmacht. Ja, Ihre Frau wird da wenig Spaß an haben, so wie das hier aussieht. Ich bin nicht verheiratet. Oh, dann brauchen Sie eine Frau, die ein bisschen für Sie sorgt. Ja, die werde ich schon finden. Haben Sie schon eine bestimmte gedacht? Das nicht, Mann. Ich bin erst gestern Abend in Deutschland angekommen. Ja, aber eine Haushälterin brauchen Sie auf jeden Fall. Und Sie will 2 zum Reinen machen. Maybe leisten kann ich mir das. Vielleicht könnte ich Ihnen ja ein bisschen dabei helfen. Ja, werde ich mich wohlfühlen. Nach 30 Jahren Australien, als ich eben aus dem Bus gestiegen bin und so durch den Nebel ging, das hatte was zu bedeuten. Ein Geist hätte ich sein können. Kein Mensch, der guten Tag sagt. Junge, der Nebel. Aber Ihre Freunde wissen bestimmt, dass Sie hier in Deutschland angekommen sind. Ich habe keine Freunde. Wollte auch nie welche haben. Das weiß keine Menschenseele, dass ich hier bin. Nur Sonny, mein Anwalt in Australien. Hat er nicht was geraschelt? Ist da noch jemand drin? Oh, habe ich ja ganz vergessen. Zu dumm von mir. Meine Haushälterin und meine Gesellschafterin. Ottilie, kommt doch raus und sagt guten Tag. Na, ist Arndt in der Reihe? Da doch. Meine Gesellschafterin, Fräulein Brot, meine Haushälterin, Frau Clausen, Herr Wassing aus Australien. Haben Sie die Speisekammer genau inspiziert? Haben wir, gnädige Frau. Ist das nicht schade? Wir sind leider zu spät gekommen. Mit dieser Herr hier hat uns das Haus vor der Nase weggeschnappt. Oh, Frau Clausen, wenn Sie mal eben nach der Suppe schauen wollen. Dann aber quickly mit dem Essen. 5 Minuten gebe ich Ihnen. Solange halte ich draußen die Nase in den Wind. Ah, das klart auf. Junge, die Dübel. Nicht gerade die Freundlichkeit in Person. Kein Schluck für uns. Ich komm, lang mal die Dose rüber. Verdammt, gar nicht heiß. Man muss fest zugreifen. Rina, der alte Mann. Was ist los? Er ist krank. Krank? Er sagt zusammen. Otti, hol Wasser. Soll ich den Doktor anrufen? Oh, das können wir ja gar nicht. Wo ist sein Mantel? Er hat was gestammelt. Und Tabletten in seiner Tasche. Das ist das Herz. Feuer ist bald aus hier. Wir haben nicht genug Kohle. Hier in der Kiste sind noch ein paar. Ja, schön, dann guck mal nicht um das Feuer. Ich guck nach Frieda. Sie kommt zurück. Sie guckt so gediegen. Was meinst du, Edi? Edi, da komm! Oh, was ein Theater. Mach deine Siegel vor der Tür nach der Bier, aber schnell. Wieso das denn? Frieda, ist er... Ja. Er war schon tot, als ich wieder bei ihm war. Der arme alte Mann. Ist ein Trauerspiel. Wir müssen die Polizei holen. Im Dorf wird wohl den Damen. Augenblick, stopp. Die werden uns als Zeugen vernehmen. So ist das. Na ja, ich will kein Zeuge sein.
Und jetzt will ja auch eingebrochen hier. Wenn wir die Abendsonne anrufen, dann rufen wir auch die Polizei an. Man will sagen nicht, wie wir heißen. Ist das doch anständig? Ja, Schaden hat da niemand von. Was hast du da? Ja, gar nichts. Du bist doch von den deinen Taschen gewesen. Ist immer so rausgefallen. Oh hier, guck mal, ein Foto ist auch dabei. Ihr könnt wetten, das ist er als junger Mann. Ohne Bart. Tja, könnte wohl sein. Der Rest ist auf Englisch. Wie war das noch mit der Bildung? Na, du hast in der Schule aufgepasst bei Englisch, nicht? Also bitte, was steht da? Walter Bull, gesucht wegen Unterschlagung, Klau, also alle schweren Diebstahl und Körperverletzung. Das ist er da drauf. Körperverletzung, oh nee, nicht der nette alte Mann. Das sieht aus, als wenn er sein halbes Leben in Australien im Knast gesessen hat. Paul Watting, die hat sich einen zweiten Namen zugelegt. Ist das doch nicht ein Notizbuch, Frieda? Ja, hier, noch ein Ausschnitt aus der Zeitung. Ist von diesem Jahr, 30. Juni, Melbourne Post. Aha, das ist über einen toten Mann, den sie in der Känguru-Straße in der Innenstadt gefunden haben. Ich möchte mal wissen, wieso er das ausgeschnitten hat. Schenke Susi ein Spitzenmädchen-Klischee. Ja, weiter. Nichts weiter. 18. Juni, Schinkel mit Besitzurkunde in Johnnys Büro. Johnny. Er hat mir erzählt, Johnny war sein Anwalt. Alles geregelt, Johnny ist teuer, aber das Geld wert. Das ist das erste Mal, dass ich sowas über einen Anwalt höre. 29. Juni, 8 Uhr, Känguru-Straße. Hier. Aha. Toter in der Känguru-Straße gefunden. Er wurde erschossen. Oh. Alle Etiketten waren von seiner Kleidung abgeschnitten. Ein Namensschild aber wurde übersehen, HS. Die Polizei konnte die Identität des Opfers noch nicht ermitteln. HS. Herbert Schinkel. Frieda, ja, glaubst du auch, was ich glaub? Der alte Bull kauft Schinkels Haus hier als Versteck. Und dann los ihn ab. Ja klar, das ist ja ganz sicher ist, dass keiner weiß, wo er abgeblieben ist. Aber sein Anwalt weiß das doch. Johnny. Johnny ist teuer, hat er das selbst gesagt. Und warum ist er teuer? Weil er ihn geschmiert hat. Und wenn dann noch andere Leute vom Haus wissen? Ach was, Schinkel hat seine Geschäfte ganz alleine abgewickelt. Hier stand doch hier auch drin. Hier, Schinkel mit Grundstückspapieren und Kaufvertrag in Johnnys Büro. Vertrag. Sie muss ja auch noch dabei haben, dieser Bagelut. Hat er sicher nicht zurückgelassen. Ich guck mal nach. Der alte Mann grillt den Mörder und Verbrecher auch noch. Ich sollte das nicht sagen. Er ist tot. Na, bei einer Sache kommt er besser weg als wir. Er muss nicht wieder zurück in die Abendsonne. Wir wissen nicht, wo er hingekommen ist. Doch, sein Leben war aber nicht böse. Jede macht sich seine Hölle selbst. Und sein Paradies doch auch nicht. Paradies! Ja, hat er plötzlich einfach so fest auf der Jacke. Hier, Kaufvertrag. Hier ist der Name von dem Anwalt. Winkelmann. Johnny Winkelmann. Johnny der Teure. Mensch, das sind alles. Watting hat dieses Haus von Schinkel gekauft und dann hat er ihn umgebracht. Jeder macht sich sein Paradies selbst. Oh Mann! Dieses Haus könnte das Paradies für uns sein. Für uns? Das Haus ist nun ein Waisenkind. Warum adoptieren wir das nicht und ziehen hier ein in das Haus? Das Boot hier können wir wieder in die Elbe schieben. Aber vorher legen wir dann noch einen Hut und auch eine Handtasche rein. Dann meinen die doch, wir sind ertrunken. So ist das. Oh Otto, lass uns das doch machen. Lass uns in dem stillen Wasser bleiben, wo wir ganz wir selbst sein können. Aber da ist unser Leben. Tisch, Bett, Geld. Geld? Ja, doch dies hier, was dir aus der Tasche gefallen ist. Hier, bitte. Das sind glatt 1000 Bille. Edi, du bist die Beste. Aber
machen wir denn mit ihm hier? Das stimmt. Wir können Herrn Wassing ja nicht in der Diele liegen lassen wie so eine alte Fußmatte. Mahlzeit, Frieda! Einfach so in Schach werfen können wir ihn nicht. Das ist nicht christlich. Ja, unsere große Steinplatte in Ohnsorg können wir ihn auch nicht hängen. Aber Jede, da geht doch nichts über ein eigenes Zuhause. Nicht? Wie im Paradies. Wirklich. Ich habe heute wieder ein Gedicht an die Zeitung geschickt. Ich habe ein Gedicht an die Zeitung geschickt. Edith, du bist schon wieder achter Herrn Wassings Notizbuch her. Du weißt, Frieda hat gesagt, du sollst da die Finger von machen. Endlich wissen, was sie gemacht hat, als wir das Spitzenmädchen geschenkt hat. Frieda will nicht, dass wir dabei gehen. Sollen wir uns eine schöne Tasse Kaffee machen, Edith? Zeitung! Hey, du, Komödienstadel, du! Ja, Kaffee. Das ist dieser Jan Martens. Ich kann den Ränger aus dem Job nicht ab. Wenn ich da allein dran denke, dass wir unser eigenes Zuhause haben. Was man darüber Gedichte schreiben kann. Sie kamen durch den Nebel in große Not, Klausen, Graumann und Groth. Sie kamen zu einem Haus, so still wie eine Maus. Ottilie muss das sein. Guten Tag. Darf ich reinkommen? Ich meine, ja. Ja, bitte? Ich bin Jakob Brüggemann, der Nachbar von dem Mann. Ich war auf Reisen, als Sie eingezogen sind. Das war auch vor einer Woche, oder? Schön, dass Sie mal bei uns reingucken. Ja, wenn hier 3 Damen bei uns im Wohnwetter einziehen. Ach, dann sind Sie Dr. Brüggemann. Ja, ich dachte, ich soll rüberkommen und mich mal vorstellen. Bitte, dann setzen Sie sich doch hin. Danke. Hol mal schnell einen Stuhl. Wir haben uns ja noch gar nicht bekannt gemacht. Also ich bin Frieda Nielsen, meine Schwester Edith und meine Schwester Ottilie. Jakob Brüggemann. Sie werden mit einem Topf Kaffee. Gern! Ich habe heute Morgen nicht viel zu tun. Ja, das ist hier ein gesundes Dorf, das können Sie mir glauben. Oha, das ist aber schlecht für Sie, oder? Ach, das ist ganz gut so. Ich bin, muss man sagen, im Vorruhestand. Mein Partner macht die meiste Arbeit in der Praxis. Ja, ich dachte, Sie kommen vielleicht nicht klar mit dem Haus hier, aber wie das aussieht, das klappt doch alles ganz gut, oder? Oh ja, wir schaffen das schon. Tapezieren und so. In der einen Woche, da haben Sie aber ganz schön Grund in den Garten gekriegt. Richtig mit Steingarten und den alten Brunnen. Ich angelegt den Steingarten. Schwarz oder mit Milch, Herr Doktor? Schwarz, bitte. Also wenn ich mir die 3 so angucke, dann muss ich an was denken. So, Zucker. Danke. Ich muss an das Unglück bei dem Heim denken, die Abendsonne. Kleines Stück die Elbe hoch. Was haben Sie da ihm gesagt, Herr Doktor? Ja, das habe ich neulich im Tageblatt gelesen. 3 alte Leute sind in ein Ruderboot losgefahren und dann kam dicker Nebel auf. Ja, sind alle 3 ertrunken. Das Boot ist irgendwo angetrieben. Ein Hut und eine Handtasche war noch drin. Aber warum denken Sie denn gerade an diese 3 alten Menschen, wenn Sie uns hier sehen? 3 Frauensleute. Ach so. Das war ja auch eine traurige Angelegenheit, ne? Oh ja. Ja. Die Oberschwester wird auf Sie warten. Ich meine, dass Sie angespült werden. 3 Wasserleichen.
Schön mit Qualm und Seetag in den Haaren, ne? Die armen Frauen sind tot und muss ich mir über Nacht denken. Sind sicher schon im Paradies. Oh, das tut mir ja leid, dass ich darüber geredet habe. Ich wollte Sie gar nicht aufregen. Ich sollte Ihnen lieber was von dem Brunnen erzählen. Okay, ich bitte dich, der neue Teppich. Was haben Sie da eben gesagt? Von dem Brunnen, Herr Doktor? Ja, der müsste eigentlich untersucht werden. Oh, Entschuldigung, Herr Doktor. Fräulein Niehusen? Ja? Jetzt darf ich reinkommen. Bitte. Wir können doch ein paar Bürsten brauchen, nicht, Frieda? Ich will keine Bürsten verkaufen. Was kann ich für Sie tun, Fräulein Hansen. Hannelore Hansen. Meine Freunde nennen mich Hanni. Sie sind alle drei Fräulein Niehusen, nicht? Ja, nee, das hier ist Dr. Brüggemann. Guten Tag, wie geht's? Schlecht, jedenfalls im Moment. Und darum bin ich auch hier. Fräulein Niehusen, Sie müssen mir helfen. Ich bin hier in Wischmoor angekommen und habe mich vorher gar nicht um ein Zimmer gekümmert. Tja, und nun haben Sie gar keine Pension mehr im Dorf. Und der Krüger vom Goldenen Anker sagt, er nimmt keine Leute. Naja, ich frage ihn, wo ich die Nacht überbleiben kann. Und da fällt ihm ein, dass Sie hier gerade eingezogen sind. Er meint, vielleicht können Sie mich unterbringen. Geht das? Tut mir leid, geht beim besten Willen nicht. Aber er sagte, so 10 Mark oder 20 könnten Sie gut gebrauchen. Die meisten von den Möbeln sind noch nicht angekommen. Wir haben kein Geld frei. Nein. Sie müssen mir aber helfen. Vielleicht kann ich da was machen. Können Sie mich in Ihrem Haus unterbringen? Nee, das schon gerade nicht. Also meine Haushälterin, die weiß ganz genau, was ich für einen Mann schicke, der nicht verheiratet ist. Aber vielleicht kann ich ihm ein Bett ausleihen. Nun nehmen Sie doch an, Fräulein Niehusen. Sag ja, Frieda. Das arme Fräulein Hansen muss doch irgendwo bleiben. Und ich meine, sie passt auch zu uns. Na schön. Nett von Ihnen, Doktor. Danke. Da nicht für. Ich gehe dann mal rüber und sage der Haushälterin Bescheid. Bitte, dann nehmen Sie doch erstmal Platz. Danke. Haben Sie schon was zu essen gehabt? Ich bin schon halb verhungert. Krieg schnell was in der Pfanne. Bratkartoffeln und einen Spiegel an. Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ach, was ein Glück. Endlich ein Zimmer. Junge, das hört sich ja an, als wenn du bloß so unter Brücken geschlafen hast. Nee, ich hatte eine Wohnung. Eine gräsige Wohnung. Was war denn da so gräsig dran? Mein Mann war da drin. Amor lila. Kuss und wasserfest. Er war gerade zurückgekommen von der Marine. Ein Matrose? Nee. Ein Leutnant. Und von dem sind Sie weggelaufen? Ach was. Ich habe fein Tschüss gesagt und bin ab nach dem Bahnhof Altona. Tja, die Marine ist ja mehr wert als ich. Ich habe ihm gesagt, er hätte mal lieber das verdammte Schiff heiraten sollen, wenn er doch bloß von einem Hafen zum anderen fährt. Bisschen mehr Speck? Wunderbar. Ratten und jeden Pen 3-mal umdrehen. Das wird nun alles anders. Und darum bin ich auch hier. Ach, du meinst Geld? Klar, hier in Wischmoor. Ich will hier meinen Onkel treffen. Er hat mir einen Brief geschrieben und den haben sie mir nachgeschickt. Er sagt, er hat einen Haufen Geld. Klar, kommt ja auch von Übersee. Von Übersee? Ja, er schreibt in seinem Brief, er kauft hier ein Haus. Wassing heißt er. Paul Wassing. Frieda, hör zu! Wir sind wahrhaftig tot. Trauer in der Abendsonne. Gestern wurde in der Kapelle des Heiles Abendsonne ein Gedenkgottesdienst abgehalten.
Wie wir berichteten, waren kürzlich 3 ältere Einwohner in der Elbe ertrunken. Ihre Leichen konnten bis heute nicht geborgen werden. Nach der Andacht übergaben die Bewohner und Mitarbeiter des Heiles einen Kranz den Fluten. Sie sangen dazu den Choral, befiehl du deine Wege. Och, das singe ich doch so gern. Ja, Kinder, aber so wir feiern. Wo ist die Kühlwohnung? Im Medizinschrank und da bleibt er auch. Doch nur wieder ganz an der Arbeit. Mit der Abendsonne sind wir durch. Otti, hast du schon dein Bett gemacht? Oh, das habe ich vergessen. Na, dann mach ich das für dich. Nun sieh du mal zu, dass du die Wäsche austrägst. Ich hab kein Papier und Pfand. In der Waschküche wird wohl noch was liegen. Und ich muss da alle verbreiten kann, Tuppeln ran. Wäscheliste wieder versucht. Ach so. Und nun noch Papier und Band. Das ist so dick. Sie haben mein Tagebuch aus der Tasche genommen und es ist gar nicht mein, das ist ein Notiz. Sie war zu allershit. Sie wollte nicht da sein, sie wollte nicht nein sagen. Sie nannte mich ein miesen kleines Gauner und sie tut mich was an mich ganz alleine. Sieht so aus. Entschuldigung, mein Fehler. Koala-Shit. Das hört sich aber verdammt nach Australien an. Ach, das stand doch bloß die Amis, von wegen Bullshit, Schimmerstedt und abends Mikro. Nee. Das kommt aus Australien, das weiß ich genau. Wem gehört das Notizbuch? Bitte gib's mir das noch wieder. Wenn Sie mir gesagt haben, wem das gehört. Was ist los, Edith? Sie hatte dieses Buch. Und das sieht fast so aus, als wenn das einem aus Australien gehört. Ist mein Onkel hier gewesen. Das vorhanden. Auf was für Gedanken Sie kommen? Wie so eine andere Männer in Australien hat Ihr Onkel. Dann gehört das also einem, der aus Australien kommt. Ja, aber nicht Ihrem Onkel. Ein Freund von meiner Schwester. Von ihr? Hat sie mir nichts von erzählt. Nee, von hier, von Ottilie. Und ich kann mir nicht helfen. Oh. Das Stück aus der Zeitung ist runtergefallen. Lesen Sie das nicht, geben Sie mir das mal. Ja, klar. Das ist über einen Walter Bull. Der wird gesucht von der Polizei in Australien. Und Sie meinen, das ist sein Notizbuch? Ja. Und er war Ottilies Freund. Ja. Tut mir leid, aber das ist nun mal so. Ja, doch, wenn das weiter nichts ist. Das haben Sie mir ja gar nicht erzählt, dass Sie eine Gangsterbraut war. Wir sprechen nicht gern über Ihre Vergangenheit. Hier kann ich nur den Zettel wieder haben. Klar. Na, das muss ja ein Riesenspaß gewesen sein, so als Walter Bulls Freundin, was? Walter Bull? Ist schon gut, Otti. Vorhanden hat Bolls Notizbuch gefunden. Und sie weiß nun, dass er ein Stück von deiner Vergangenheit ist. Meiner Vergangenheit, Frieda? Ja! Sein Bräutigam. Da müssen Sie mir was von erzählen. Ich bin noch nie in der Gangsterbraut begegnet. Sie müssen ganz anders gewesen sein als junge Frau. Anders? Warst du doch, oder? Ein richtiger Feger. Ja. Bei meinen Freunden, da war ich bloß die wilde Obi-Toddy. Und wo sind diesen Vagalunden über den Weg gelaufen? Diesen Bull. Das war in so einem Whisky-Salon.
drüben in Frisco. Ach, Amerika, nicht Australien? Nee, damals war er noch Wächter bei so einem Mafia-Boss. Mann, dieser Gangster, in den haben sie ein Dutzend Böcker reingeballert. Und so hat der arme Walter seine ehrliche Arbeit verloren. Und dann sind wir rüber nach Melbourne. Und machen Sie weiter, das muss ich hören. Oh Mann, ist das spannend. Ich kann mich da heute noch auf den Tag besinnen, als Walter an meine Tür gebumst hat. Von der Liebe konnte er nie genug kriegen. Ich mach die Tür auf und er nimmt mich in die Arme. Dejan, sagt er mit so einer Stimme voll von Gefühl, ich muss dich haben. Was hast du gesagt? Otti, Trotti? Ich hab gesagt, Walter, hab ich gesagt, ich bin nicht eine von deinen billigen Straßenbären. Bei mir gibt's bloß einen goldenen Ring, oder nicht? Mann, seine Frau bist du denn ja doch nicht geworden, anders wärst du ja nicht mehr Fräulein Niehusen. Nee, geheiratet habe ich ihn nicht. Darum bin ich auch immer noch Fräulein Niehusen. Aber wie haben wir es für ihn gehabt? Naja, am Ende bin ich schwach geworden. Also, das war die Geschichte und nun wollen wir sie mal bald wieder vergessen. Walter war gerochen. Sei doch ruhig! Also, sie kann nicht wieder aufhören, wenn sie einmal angefangen hat, von alten Zeiten zu erzählen. Ja, aber das ist doch so aufregend. Oh, machen Sie weiter, Fräulein Niehusen. Ach, was ein Glück. Herein! Morgen! Geht's richtig? Sind Sie soweit verhandeln? Ja. Das ist auch echt süß, dass Sie mich mitnehmen wollen. Oh, was? Ich muss auch noch ein bisschen was besorgen in Hamburg. Ach ja, ich habe mit Theo Poller gesprochen. Er kommt nachher mal vorbei. Theo Poller? Ja, unser Klempner hier im Dorf. Ach, ehrlich, Doktor, unser Wasser ist so rein, als man was. Das muss untersucht werden, Frau Niehusen. Sie sollen mir doch nicht krank werden. Hm? Ah, was ist mit uns? Ja, ich meine natürlich Sie alle zusammen. Oh, das wird Theo sein. Komm rein, Theo. Nein. Das sind die Frau Niehusen, Theo, und das ist Frau Hansen. Guten Tag. Das geht um den neuen Brunnen mit dem Elektromotor, den du vor Jahr und Tag hier eingebaut hast, als der alte ausgetrocknet war. Ich mach mir Sorgen, das Wasser, du. Ah ja. Da war noch was. Ah ja. Der junge Germans hat geklingelt. Gefragt, ob Sie zu Hause sind. War das dringend? Ja, voll dringend. Meine war fertig mit Jack und Brooks. Ja, so besser, ich guck mal nach. Können Sie so lange warten, Frau Hansen? Das dauert nicht lange. Klar doch. Erstmal eine Probe vom Trinkwasser. Könnte was in der Leitung sein? Das macht der Chemiker nicht haben. Sind doch keine Goldfische im Aquarium. Ich muss nur die Wäsche austragen. Ich hole eben einen Eimer. Mögen Sie den Doktor leiden? Ja. Den mögen sie alle. Er hat mir gestern erzählt, dass Sie fein aussehen. Wirklich? Er meint natürlich gesund. Ah, hier, einmal besser zu kriegen. Wir müssen mir wieder Öl geben. Wirklich einmal säuft wie ein Loch. Alles klar, Fräulein. Wollen hoffen, dass es Schidokain ist. Können Sie mir glauben, das ist so rein wie eine Pastorenfrau. Man gerade über Sie wird ein Haufen gespludert im Dorf. Ich dachte, das Ding wäre gut für die zweite Stube. Wenn Sie den Schornstein wieder in die Gänge haben. Sie denken aber auch an alles, Herr Doktor. Haben Sie vielen Dank. Was hat ein Junge geboren? Ist sein Alter wieder krank? Nee, wollte Frau Hansen. Oder seine Mutter was? Nee, Theo, Mann. Das ging um was er mit meinem alten Anzug gemacht hat. Aber Ah, sein Vogelschreck für den Wettbewerb. Was denn für ein Wettbewerb? wir machen hier immer mit bei unser schönes Dorf. Und dieses Jahr haben sie das Motto, die hübscheste Vogelscheuche. Wir haben sie gestern Abend in meinen Schuppen gelegt.
Und heute Morgen ist sie weg. Der Klaus so ein Klappergiste. Ja, der Junge hat eine Idee. Sieht so aus, als wenn er Fußspuren gefunden hat bei den Schuppen. Als wenn sie von einer kleinen Frau wären. Ja, tut mir leid, aber der hat schon Verdacht. Oh, nee. Ja, ich Frieda, der Doktor hat sicher was geklaut. Also, so wollte ich das gar nicht. Das doch von nicht. Ich und Clown. Was soll ich mit dem Vogelschreck? Ich hab doch Frieda und Ottilie. Ich will ja gar nichts gesagt haben, aber wenn es auch Zeit ist, ja loskommen. Schieferlang, zum Mittag bin ich nicht da. Fein. Ich mache mir erstmal eine Tasse Kaffee. Die kann ich nur brauchen. Wollen Sie auch einen Tag, oder? Gerne, Freund. Ich und Clown. Da schnacken wir noch über. Haben Sie ja noch was anderes zu tun, Herr Poller? Nee, ich bin soweit. Doch bloß die Probe. Und nicht Daumen drücken, dass so nichts drin ist. Was kann denn da drin sein, Herr Poller? Bakterien. Wundert mich gar nicht, wenn es dort drin wimmelt und grimmelt. Also die Soldaten, die haben hier nebenan ihren Donnerbalken hingesetzt. Sie werden es sehen, das ist ganz rein. Wollen wir hoffen, Freund? Wollen wir hoffen? Wenn da aber wirklich was drin ist, dann müssen wir die Steine wieder weghauen, den alten Brunnen aufmachen. Was? Oh, Frieda! Kann sein, dass da wieder Quellwasser reingelaufen ist. Und wenn das Gesundheitsamt was tun tut hier drin, die wissen, was sie tun, wissen Sie. Die schicken den ganzen Trupp los. Die buddeln hier eins auf. Buddelt auf, oh Frieda! Ach, ist ja doch nicht egal, wie oh Frieda. Müssen Sie denn diese Probe überhaupt hinbringen zu diesem Gesundheitsamt, Herr Poller? Genau. Theo, gib das Wasser doch weg. Und los! Sie sind doch wacker. Das muss, Fräulein. Und so hin noch was. Lassen Sie mich mal in den alten Brunnen reingucken. Wenn das Quellwasser doch wieder ankommt, dann kann der Chemiker sorgen, was er will. Bei den Steingarten gibt mir keiner was. Das ist Ihr Steingarten. Entschuldigung, Moin. Wenn der Kaffee fertig ist, bin ich wieder da. Ach, Theo, können Sie nicht noch irgendwas anderes für uns tun? Wissen Sie, wir haben Geschirr gekauft in der Stadt, ne? Und gestern haben Sie das gebracht. Und nun können wir doch beim besten Willen diese Kiste nicht aufkriegen. Mach ich auch, Fräulein. Aber dies bringe ich am besten erst an meinen Kollegen. Ja, verzeiht. Otti, zeig doch eben Herrn Poller die Kiste draußen auf dem Flur. Otti! Ja, wieder. Oh, seine Kiste. Das haben wir gleich, Fräulein. Los, schnell! Hol Wasser! Wasser! Ja! Schwein, da ist eine Pumpe im Garten. Das Haus gehört noch Frau Butenschön. Ich glaub, sie ist verreisen. Die Frau, die gelbe Büchsen anhaben. Gelbe Büchsen. Haben Sie nicht gesagt, Sie haben Geschirr eingekauft, Fräulein? Ja, Kaffeegeschirr. Tassen, Teller, Kanne, alles, was man so braucht. In der Kiste ist nichts als Bücher. Hier. Oh, Frieda, der Laden hat einen Fehler gemacht. Dummhaftige Tüffel. Ach ja, ja, muss das leider alles wieder retour. Das heißt, das muss wieder dicht genorgelt werden. Oh, Theo, können Sie da gleich beigehen? Das wäre ja zu freundlich von Ihnen. Wirklich? Zu freundlich. Mach ich, Fräulein. Mach ich. So, hier ist er, das eine Schluck hier. Oh, wunderbares Wasser. Das sieht klarer aus als unser Brunnen. Und ich hole noch schnell ein Handtuch. Ja, Theo. Nimm
noch im Augenblick Platz. Ich hab jetzt auch gleich fertig. Erst bringe ich die Proben an meinen Kollegen raus, Fräulein. Ich drück auf beide Daumen für das Wasser, dass dabei nicht sowas bei rauskommt, als wie bei Frau Puppenschön. Puppenschön? Ja, ihre gelben Büchsen, von ein Stück weiter rauf, musste ausziehen. So lange, bis dass wir ihren neuen Brunnen gebohrt haben. Das Gesundheitsamt hat er untersucht. Schnackt von Viren und Bazillen und Amöbien und so ein Kram und so ein Kram und so ein Kram. Frieda! So ein Shit. Du reißt mir den Brunnen auf. Und da finden Sie ihn dann. Nee, ich weiß, was ich mach. Abhauen, ja, weglaufen. Ich pack Sie dann. Ja, was will ich mit dich unfair? Weglaufen ist gar nicht. Erstmal nachdenken. Ja, und? Bloß eine Sache können wir machen. Wenn wir den Brunnen aufmachen, dann muss er leer sein. Frieda! Dann sind wir 100% sicher. Ja, aber wo schaffen wir ihn hin? Wir suchen uns einen Bogen, das dürfen wir nicht. Das schickt sich nicht. Wir müssen das, sonst geht das nicht. Klar. Was ist da ganz treu aufreißen? Nee, heute Nacht. Und der Frieden ist wieder da, wenn wir uns um Herrn Wassing gekümmert haben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann kneife ich so lang beide Augen zu. Oh, was? Hab ich mich verjagt? Sind Sie dann mehr auf dem Weg nach Hamburg? Das dauert noch ein bisschen. Wir müssen noch zur Werkstatt. Ist was mit der Lichtmaschine, sagt der Doktor. Also, ich kann das nicht verstehen. Das mit der Lichtmaschine? Das mit meinem Onkel. Der Mann in der Werkstatt hat gesehen, dass er aus dem Bus gestiegen ist. Das ist jetzt 3 Wochen her. Er hat nicht zufällig bei Ihnen angeklopft, oder? Wie kommt denn auf so eine Idee? Ja, ich habe so ein gediegenes Gefühl, er wird hier aufkreuzen. Macht Ihnen das was aus, wenn ich noch eine Woche hier bleibe? Noch eine Woche? Ach, Sie wollen ja nicht. Überhaupt nicht. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Läuft der Wagen wieder? Fast. Ich wollte bloß fragen, ob Sie eine Tasse Kaffee würdig haben. Für Sie doch immer, Herr Doktor. Danke. Ja, wenn wir wollen alle eine Tasse Kaffee kriegen. Für mich nicht, Frieda. Ich muss ein bisschen an die frische Luft. Ja, ich muss auch ein bisschen frische Luft. Oh nee, lassen Sie doch einpacken. Sie bitte? Bitte? Dankeschön. Und Sie entschuldigen mich wohl für einen Augenblick? Ja. Aber ein bisschen vogelig sind die doch, ne? Also das würde ich nicht sagen. Courage haben Sie jedenfalls. Ziehen hier in das Haus ein, fast ohne Tisch und Stuhl, und leben hier stur und unbeirrt Ihr Leben. Ha. Die mögen Sie wohl leiden, was? Wenn Sie das meinen. Oh, da habe ich einen Blick für. Ach, und sagen Sie doch Hanni zu mir. Also meine eigenen Krankheiten kann ich selber kurieren, wenn Sie nichts dagegen haben. Freundin, ohnsorg, hier gibt's einen Kaffee. Ja, das steht er, bitte. Danke, Fräulein. Feine alte Dame, was, Herr Doktor? Mhm. Aber Stadtmenschen, Kinder, das ist, was Stadtmenschen sind. Lütje Kinder. Bevor du den einen Brunnen wieder aufmachen und nachgucken, ob das Quellwasser da wieder angekommen ist. Man, die sind alle manchmal in Ohnmacht gefallen. Vom Bange, ich kann ihren Steingarten kaputt machen. Hat ja auch Zeit, Theo. Warte erst mal ab, was der Chemiker sagt. Und was ist, wenn ich den Steingarten so aufmache? Braucht ja keiner mitkriegen. Was meinen Sie, Fräulein? Das geht mich nichts an. Das kann gut angehen, dass das Wasser dann noch wieder drin ist, Theo. Also, ich gehe raus und mach das eben. Ich hab's mal von Ihnen gesehen auf dem Weg nach dem Dorf.
Wo ist die andere? Oben. Kannst nie wissen, was in so einem alten Brunnen so alles drin ist. Oh, die habe ich ganz vergessen. Hat mir der Postbote gegeben. Da draußen. Ja, ich wollte noch mal sagen, was wir... Post für Sie. Danke. Na, dann wollen wir mal los, nicht? Ja. Ich werde dem Doktor beim Einkaufen und bisschen unter die Arme greifen. Ja. Oh, keine Angst. Bei mir ist er bestens aufgehoben. Ja, dann gucke ich mal nach, ob das Auto noch fertig ist. Also ich könnte ihn eine runterhauen. Wieso? Bloß weil ich singe, dass du mein Liebsten bist? Bitte, ich bin über 50. Ja, er doch auch. Zu jedem Post für eine dicken Decke. Sie haben Glück. So, Edmund? Guck mal, Fräulein Anastasia Niehusen. Zeitschrift für Kunst und Literatur. Also typisch Otti. Anastasia. Oh, eins von ihren Gedichten. Kann ich das mal lesen? Fragen Sie doch selbst, da kommt sie gerade. Otti, ihr Postgedicht ist raus. Ja, aber wieder eins von deinen Gedichten zurückgeschickt. Diese Kulturpfannkuchen wollen meine Poesie einfach nicht verstehen. Kann ich das mal lesen? Wenn Sie wirklich Lust haben auf ein paar Verse? Ich habe mal einen Gedichtzyklus über das Typische im Leben geschrieben. Der heißt Kommt näher. Grab du unter der galligen Zunge, grab du unter den grenzigen Herzen, grab du, grab, 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 grab. Der Theograf Weiber unser Steingarten! Wenn ich in dem alten Brunnen, das sieht aus wie Mensch. Mensch? Was hat das zu bedeuten? Ist das? Das ist ein Mann. Ich habe seine Büchsen gesehen. Das ist kein Mensch. Ich habe das gesehen. Klar wie das Wasser in der Elbe. Ach, etwas ist es auch nicht. Das ist der Vogelkabarettismus für den Wettbewerb, so sieht es aus. Der Vogelkabarett. Hab ich dem Doktor also Suppen geklaut und in den Brunnen geschmissen. Den haben sie wahrhaftig, den Jungen, sein Klapperdanz, die Bild. Ist wohl so, Theo. Man, sie sagte zum Doktor, dass... Bloß ein Vogelmann, bloß ein Klapperdanz, bloß ein Klappermann. Offensichtlich habe ich gedacht, was denn? Ach, das ist aber egal. Junge, das wollte so ein Traum habe ich nicht mehr gehabt, seitdem meine Frau Jorgen gesorgt hat. Und das 20 Jahre so. Oh Gott. Wenn ich das alles sehe, will ich nie nicht alt werden. Mann, das Klapperlichste. Ich meine, ein bisschen komisch ist das schon, das Ding wieder rausholen. Nix da, das ist doch wieder drin, Theo. Und ich werde ja einen neuen Vogelschreck bauen. Ja, also Theo, wenn die Leute mitkriegen, was Edith da gemacht hat, dann konnten sie da am Ende glauben. Nun, sicher, das erzähle ich auch nicht weiter vor. Ich meine, so einen neuen Klapperonkel will ich wohl gar für Sie zurechtzimmern. Nur eine Büchsen und so ein Kram haben Sie jetzt sicher nicht in der Ja, Haus. das ist nett von Ihnen, Theo, ja. Also ich will im Haus und mach das Loch in Steingarten wieder dicht. Nix, das machen wir selbst. Wir haben hier sowieso schon viel zu viel Zeit bei uns verplempert. Und das Klappergestell, und ich hab gedacht, das wäre ein Mensch. Edith, du bist eine Engel. Das war nicht Pflicht, was? Du schlecht für eine mit Knacks.
Edith, du bist die Größte. Aber wo ist die Vogelscheuche? In meinem Bett. Also, die müssen wir loswerden, wenn wir eine Chance kriegen. Erstmal machen wir den Steinglas wieder dicht. Und du fängst schon an mit Mittag, Otti. Oh, ich fühle mich auch ganz klapperig. Schluck aus dem Bullen, bringt dich wieder auf die Füße. Nee, Frieda, nee. Hä? Ich hab dich ja nicht unter den Fleckenentferner gestellt. Heran. Ist Frau Hansen nicht da? Doch, die ist noch mal nach oben gegangen. Die kommt wohl gleich wieder. Bitte. Danke. Ach, Frieda, ich fange schon mit der Gartenarbeit an. Ist das? Ja. Mach das mal. Ach, Frieda, haben wir noch Kartoffeln? Ja. Hier in der Speisekammer müssen noch welche im Beutel sein. Na dann, Sie wissen ja selbst, Herr Doktor, dass irgendwann den will, das andere war den Mut. Ja, ich meine, haben Sie was dagegen, wenn ich eine schmücke? Nee, ich riech das ganz gern. Danke. Ja, ich wollte nur fragen, ob Sie nicht mal vielleicht einen Tag mit mir segeln gehen wollen. Ja, ich habe ein kleines Boot und alleine segeln macht ja nun mal nicht so viel Spaß. Ne? Doktor, wenn ich zumindest 10 Frauen an jedem Finger habe, die mit ihm segeln gehen wollen. Kommen Sie Minderwertigkeitskomplex? Nee, bestimmt nicht. Nee, ich wundere mich bloß, dass wir eine alte Schatike einladen wollen. Schatike, dann machen Sie aber mal Punkt. Und dann bin ich älter als Sie, meine Liebe. Ich bin nur alt genug, dass ich weiß, meine Luft ist meine Luft. Und Grübchen in den Backen heißt Schelm im Nacken. Ja, was nun? Wollen Sie sich verschrecken? Sicher nicht. Denn sind Sie ja nicht der Erste, der mir sowas sagt. Ja, das lässt sich denken. Und wenn da noch mehr dahinter steckt, und wenn man bedenkt, dass die Sonne das schönste Licht gibt, wenn es Abend wird. Oh nein, nun rede ich hier wie ein Dichter. Können Sie mal sehen, was Sie mit mir angestellt haben. Ich? Jemand anderes ist hier doch nicht. Ich wollte doch bloß sagen, dass Sie eine wunderbare Frau sind. Wunderbare Frau? Ich? Sie. Hätten Sie nicht sagen sollen, Dr. Brüggemann. Gehen Sie noch mit mir segeln? Ich sollte das nicht. Sie kennen mich doch gar nicht. Mir ist das manchmal sowas, als wenn wir uns schon seit Jahr und Tag kennen. Ich bin grandios, Jo. gemein, hinterlistig. Jo. Mir können Sie alles zutrauen. Sogar... Das macht nichts. Bloß beim Mord ist bei mir Schluss. Das stimmt doch was nicht. Ich werde nie nicht mit Ihnen zum Segeln gehen. Da steht was, jemand Zwischenort. Ein anderer Mann. Ja. Ein Mann, der ja schon gestorben ist, ja. Einer, den Sie geliebt haben und den Sie nicht vergessen können. Ich meine... Frieda! Ich verstehe schon. Jetzt Doktor, ich bin soweit. Ich bin zurück, wenn ich wieder da bin. Vielleicht gehe ich auch noch ins Kino. tschüss. Und auf das Segeln komme ich noch mal wieder zurück. Dann hat er seinen Antrag noch nicht gemacht. Ach, Stüdop,
Sie können sich doch immer noch eine Schmusekatze ins Haus holen. Oh nee, mein Herz pocht immer noch so doll, Frieda. Frieda, hörst du mir überhaupt zu? Was ist? Na, so wie wir uns verjagt haben. Ja. Also, ich werde Edith ein bisschen helfen beim Steingarten. Und du meinst, dass mir kein Manöver passieren kann? Kannst du mir glauben? Theo hat gesehen, dass kein Wasser drin ist im alten Brunnen. Also wird sich das Wasserwerk nicht kümmern. Naja, und Frau Hansen meint, das wird ein Vogelklappergestell. Das heißt, wir brauchen ihn eher wieder rausholen, als wir sind das weg. Frieden im Haus, Liebeshaus, unser Haus. Und alles geplant mit Sinn und Verstand. Sie kamen bei Nacht und Nebel an, Grot, Klausen und Graumann. Sie fanden ein Haus, so still wie eine Maus, Stuben und Kammern wie im Paradies, schlief alles im Traum so süß. Der Mann ohne Gewissen, er fand keinen Frieden, und ohne Reue, so war er verschieden, war kalt wie ein Stein. Sie warfen ihn in den Brunnen hinein, ganz tief und lurig. Mit ihm war's vorbei, doch sie blieben Freunde, alle drei. Fein, Otti, ganz fein. Man, dass du das nie nicht zu Papier bringst. Ich glaube, das ist eins von meinen besten. Das heißt, der Jungbrunnen. Dann hast du das tatsächlich aufgeschrieben? Natürlich habe ich das aufgeschrieben. Ich bin noch nicht ganz damit zufrieden. Ich bin noch am Ringen. Ja, dann ring mal weiter, Süße. Und wo hast du das? Die würden aber alle mal verbrennen. Frieda, da bleibt Bregen in Gange deren. Stell dir vor, sie kriegt das in die Finger. Sie? Ja, die haben sie deren. Oh, ist das Gedicht? Ich hab das nicht. Du musst das haben. Du bringst das hier sofort her. Das kann ich nicht. Wo ist das Gedicht? Autin, Was hast du angestellt? ich hab dir das zu lesen gegeben. Oh, Gott und Dübel! Das wäre das. Sein Mantel ist da. Sein Hut auch. Alles da. So, die ganze Turnzwiebel haben wir kaputt getreten. Das ist gräsig. Und sag, auf dem geschrieben steht, oben Vorsicht, zerbrechlich. Darüber tun sie, dass das Ding zu Wasser kriegen. Ja, Frau Hansen wird mein Gedicht nun wohl gelesen haben. Und in 0,6 stützt sie auf der Matte. Solange das halbe Dorf noch wach ist, brauchen wir die Kiste gar nicht erst zur Elbe runterschleppen. Aber mein Gedicht, Frieda, sie wird Fragen stellen. Lass es doch. Wir werden ihr sogar den Brunnen zeigen. Und was wird sie dann finden? Bloß die klapperige Vogelscheuche. Ich diesmal ja nun wirklich da unten liegt. Naja, die Kiste, sie wird meinen, da sind immer noch die Bücherfällen. Das Wichtigste ist, wenn wir zurückkommen, kriegen wir sie schnell ins Bett oder der Platz weg mit Fischfutter. Und wenn das Fischerboot nun nicht an der Brücke liegt. Oh, hätte ich doch bloß das Gedicht nicht geschrieben. Na ja, deine Rabe bringt nichts für Ärger. Schau mal, kommt da nicht einer den Weg hoch? Ja, das ist sie. Oh, Ottilie, mach einfach ein Gesicht wie ein Engel. Ja, ich sehe alle Wolken und Rot. Ach, was? Kriegt das Feuer in der Kerze. Irgendwas. War das nicht ein herrlicher Tag? Nee. Der Ring nicht? Wie wär's denn mit der Schindlers Kappe, junge Frau? Nee. Was ist denn los? Das müssen Sie gerade fragen. Hier ist Gardinstoff für die zweite Stube. Hat der Doktor für Sie gekauft? Ich habe das ausgesucht. Und dann ist das ja schon klar, dass Sie das nicht leiden mögen. Oh, ich habe gedacht, Sie snacken von meinem Gedicht. Oh, Ihr Gedicht gefällt mir ganz gut. Und durch das Gedicht sind Sie auf den Trichter gekommen,
den Vogelschreck in den Brunnen zu werfen. Ist das so oder ist das nicht so? Ja, habe ich mir gedacht. Bin ja nicht blöd. Wollen Sie wissen, wieso ich so spät komme? Ich habe den Doktor noch mit ins Kino geschleppt. Oh, Sie haben die Bücher reingebracht. Na, dann werde ich mir was zum Lesen aussuchen. Na, was meinen Sie? Jede, da kannst du ja 100 Kappen mit verjorgen. Man muss das dahin halten, wo das hängen soll. Dann kommt das jetzt richtig raus. Machen wir. Morgen früh. Merkt ihr, Sie wollen das gar nicht leiden mögen. Ist doch nicht wahr. Ja, und warum können wir das denn nicht in diesem Moment ausprobieren? Hier, nimm ihr das mal in der Hand. Ich kriege jetzt mal das Kaffee. Jeder nach seiner Fassung. Aber der Lärm hört, der soll der Hund und Kappen, der uns herreißen. Ist aber nett von Ihnen, dass Sie den Doktor ein bisschen mitgeholfen haben beim Aussuchen. Wollen Sie den Mangel nicht ausziehen? Ja, doch. Wollen wir das wohl Ihnen zeigen? Oh, oder liegen die Bücher. Soll ich auspacken? Keine Angst haben, sie ist genauso bange vor uns. Eine Sache, schnell! Da ist sie raus, unsere Gartentür. Gott sei Dank. Sie ist bestimmt aus der Kiste rausgerutscht. Ja, die hätten Sie nicht aufmachen dürfen. Ausmachen? Das ist ein ganzes Netz. Dann hämmern Sie doch endlich den Deckel wieder dicht. Ja. Irgendwas ist immer los in diesem Haus. Das kann man wohl sagen. Kann ich noch einen Kaffee haben? Ja, natürlich. Vielleicht ist nach zu Bett, mein Bär. Solange wie Sie heute schon unterwegs waren. Ja, das war ich. Ach, aber ich weiß nicht, besser darf kein Auge zu kriegen. Ich habe da noch ein paar wunderbare Schlaftabletten. Dann segeln Sie sacht und Wünsche ins Traumland hinein. Schlaftabletten nützen nichts. Ich bin einmal durch die ganze Apotheke. Diese hier sind allerbesten. Da ist ein bisschen Morphium drin. Nehmen Sie da mal eine von. Lösen sich schnell auf und schmecken nach nichts. Das Beste ist, du nimmst gleich 2. Machen Sie das mal. Frau Hansen. Und dann dauert das nicht lange und Sie gehen wie die Herren im Bundestag. Zucker? Ja, bitte. 2 Löffel? Nee, 3. 3. Einmal, zweimal Und ein dazu sind 3. Das wollen hoffen, die schlagen an. Ja, das wollen wir auch hoffen, deine Frau. Nach dem Kaffee würde ich gleich hoch ins Bett gehen, wenn ich Sie wäre. Nee, ich warte, bis mir die Augen zufallen. Keine Bange. Gleich kommen die Schlafläuse und beißen.
Sie sind nun gewiss müde, Frau Hansen. Nee, kein Stück. So, wieso gehen Sie nicht zu Bett? Ja, wir müssen doch was wegschaffen. Ja, und darum ist es auch gemütlicher in der zweiten Stube. Hier, hier sind noch ein paar Illustrierten. Die hat Frau Pastor Edith mitgegeben. Hier, bitte. Nun gehen Sie mal in die zweite Stube, dann sind Sie uns nicht im Bild. Nein. Sehr schön, bitte recht sehr. Und hier ist noch ein Kissen. Hier ist doch die Schildpackkapsel. Sie sind wirklich verdrehte alte Hühner. Noch nie nicht hat sich einer so um mich gekümmert. Wie 3 Mütterchen auf einmal. Ach, sie machen mich ganz melancholisch. Gute Nacht. Von wegen, wie 3 Mütterchen. So, Kinder, müssen wir Schlag einhaben hier. Lass mir nicht zuerst die Tür abschließen. Nee, das machen wir, wenn wir losgehen. Hinterher können wir sagen, der Riegel war verrutscht. Die Sache muss ein Ende haben, Schluss und vorbei. Den können wir vergessen. Was machen wir, wenn uns einer auf dem Weg an die Quere und ein Einbrecher oder so? Keine Angst. Die will zum Teig, wo war das den Boss holen? Hier, mit meiner Pulsbarmann. Mit dem Kopf und sie aus deinem Mantel nehmen. Sei vorsichtig damit, Frieda. Oh, Menschenskind, du kannst doch überhaupt nichts liegen lassen. Die muss auch mit ins Wasser. Hier ist auch ein Corpus Delicti. Also nichts, was ich sage, auf deiner Mütze, aber am Hand gar nicht. Und eine aus dem Quillen, nie, hol einmal. Fick, das bitte gut. Dauert nicht lange, du wirst vor der Tram stehen. Meint Sie, dass ich zu viel das Sagen hat? Oh nee, Frieda. Einer muss doch das Heft in der Hand halten. Hast du einmal geölt? Sie soll ja nicht klicken. Das habe ich vergessen. Gut, dann lass mir nur jetzt. Ich gut schnell. Oh Gott, die Ölkanne. Ich habe die Illustrierten vergessen. Oh. Frieda! Frieda! Ja, wir brauchen das gar nicht. Ewig sagt einer, schwimmt schon im Öl. Dann lauf ich dahin und schließ die zweite Stube ab. Komm, Edith. Na, wo ist der Dragonerhauptmann? Verriegelt die Tür. Alles mache ich verkehrt, nichts mache ich richtig. Sie meint das nicht so, weißt du? So, nun raus bei der Kiste auf den Wagen. Der arme Herr Wassing. Oh nee, du fängst dich wieder von vorne an, oder? Ich kann da nicht gegen an. Wir werfen ihn ins Wasser. Das ist unchristlich. Keine Andacht, keine Freunde, keine Bekannten. Edith, schieb den Wagen nach vorne. Wir können ihn ja nicht auf den Marktplatz legen. Nee, das muss schon ein Stück weiter weg sein. In so ein Gebüsch vielleicht, wo ihn denn jemand findet. Und dann stellen sie fest, dass er einen Infarkt gehabt hat. Ja, richtig. Und das ist eine echte christliche Beerdigung. Mit Pasta und alles. Oh, Frieda, das ist eine grandiose Idee. Was sagst du, Edith? Grandios, nicht? Mein Kopf ist das zu kalt zum Nachsehen. Du brauchst einen Mützen aus der Buddel. Lass sie, Manfreda. Den im Schrank. Bitte nicht. Hier ist sie. Ich glaube, wir können alle 3 eingebaut, bevor wir abfahren. Nicht also, hol die Trotti, hol die Gläser. Ich habe mich jetzt so drauf gemacht um mein Fassing. Ich will so gern hier leben. Kann ich doch was gehen, Fotzi? Ich will hoffen, ihr denkt nicht, dass ich schon ein bisschen nass bin. Ich meine wegen des Gottesdienstes. Nein, tut mir nicht sehr. Unser Segen hast du. Bitte Oh, ist das nicht zu viel. Ich snack immer so einen gediegen Kram, wenn ich ein Glas Intus habe. So, das haben wir doch gar nicht gemerkt bei dir, ne? Ja. Nur nicht. Nur nicht, nur doch. Und dann im Frühjahr in unserem Garten goldene gelbe Blumen, Pflaumus, Sauerampfer. leuchtender Sonnenuntergang. Paradies. Das ist es. Komm, auf ein Bein können wir den Kinderwagen nicht schieben. Hier, komm her. Ich sollte das nicht. Hey, Guide. Wir können auch auf unsere Rechte selbst aufpassen.
Hätte mein Chef mich nicht mit 60 rausgeschmissen, bloß weil ich einmal meinen Kaffee umfüttert habe über den Stevenson-Fan. Sag bitte. Stoppen Sie es! Nein, jetzt doch, Süße. Naja, das doch ich doch! Schön auf dem Scheller! Wir brauchen was, wo wir die Kiste mit abdecken können. Schub da wieder so das Bettlaken. Nur lang das wohl, ne? So, erstmal die Kinderwagen wieder raus und dann komme ich schnell zurück und schließe die zweite Stube wieder auf. Achso, das Bettlaken. Taschenlampe. Das ist mein Hut. Der Hut ist weg. Wohin ist er ruhig? Da ist er ja. Sola kommt, Wie wäre das mit einem kleinen Schluck fürs Reserverad? hat das auch Etikette? Etikette, ja, dann ist immer dasselbe Etikett. Kommst du da drauf? Ich bin ein bisschen benötigt. Ja. Auf das Paradies! Hey guys, Unser Paradies! ist da einer? Was will denn dieser echt zum Nachtschlafen Zeit? Ich will überstunden. Muss morgen früh Club 7 hier in Hamburg. Eins klar. Ich nehme ihm diese Bücher mit zurück und hol das Geschirr ab. Ich habe noch Platz in meinem Wagen. Gute Nacht. Theo, du kommst wieder her! Auf der Stelle! Theo, hinterher! Die Tür klären! Ja, komm hier! Du Fenster! Aber schnell hier! Hinterher! Leute, wieso haben Sie mir nicht gesagt, Sie wollen die Bücher behalten? Wie musste ich nun, wie die Ärmel hochkrempeln, Sie müssen zur Hand gehen. Und was passiert? Ich werde angepöbelt. Ist nur ungut, Theo, ich hab das nicht so gemeint. Ich werde angepöbelt, dass mein Herz puckert wie so eine alte Kreisepumpe. Warum mache ich Neues in dieses Haus? Normal ist das nicht. Das ist unnormal. Oh, hätte ich ja nicht nötig getan. Ich wollte mir bloß helfen. Aber wenn das Nötigen denn gar kein Ende haben muss. Schönen Abend noch, die Damen. Mein Wagen. Muss ich mithaben. Muss am Fuß der Steiners bleiben bei Frau Pudenschön. In neuer Brunnen. Nacht, allein. Sind wir los, dass wir die Kiste aus dem Wagen kriegen? Endstation Himmelreich. Sorry, Baby kann umdrehen. Ja. Drei, hieb, Einstieg! Nun nehmt euch doch zusammen, Mann, soll uns ja Links rein! Schöpfchen, alle Anfang geschwert in den Kerl, doch ein Ambossklaus. So, nun schnell. Wir nehmen den kleinen Sandweg zur Hamburger Straße runter. Theo, der war nach Loch. Verdammt, der Mond kommt auf. Und ich guck schnell nach, ob die Luft auf der Straße auch rein ist. Sei doch ruhig, Mann! Du hast ja einen angetüdelt. Ach was, die ganze Brauerei lässt trinken und das bricht ja immer noch in die Augen. Ich glaub, wir
Männerpatsche. Was sagt denn am Ende? Ja! Otti, du bist auch besoffen. Bloß ein bisschen lustig. Wunderbar ist Baches Gabe, bald dafür zerrissen Herz. So was. Also diese Ders, die da achtern schlägt. Und ein Gendarm kommen zusammen die Straße hoch. Was? Ach, was? Ja, ist das nach Trolli? Und kein bisschen zum Lachen. Sie hat recht. Die kommt ja nicht durch die Gartenfront, die beiden. Seid uns bitte Büchse. Ein Plakat, Schnell, dass wir den Kinderwagen hier wieder rausziehen. Mit der Hamburger Straße wird das nun nichts mehr. Los, Otti, fass doch mal mit an. Sonst heißt das Knast. Und nicht bloß kein Knast. Otti, komm hoch. Knast. Ausgeflogen. Rufen Sie mal. Ach, dass ich dich vorwarne, was? Was war das? Da ist eine Tür zugeschlagen. Sie sind nach oben gelaufen. Sie sind schon ausgekippt. Bring ihn zur Elbe runter, schnell! Also wissen Sie. Was sammeln Sie hier noch rum? Das sehen Sie denn nicht? Sie haben meinen Onkel umgebracht. Das haben Sie schon mal gesagt. So, nun setzen Sie sich mal erstmal hin. Das ist wahr, sag ich. Ich hab Sie gesehen, hab Sie gehört, hab eine Pistole gefunden, hab Pistole? Geld gelesen. Da liegt sie. Sie ist weg. Sie haben sie mitgenommen. Ja, und nun setzen Sie sich erstmal, ja? So hören Sie mir nicht zu. Was glauben Sie wohl, wieso ich zu Ihnen rübergelaufen bin? Und das war auch richtig, dass Sie das gemacht haben. Besser als in der Gegend rumstromern. Ach, da sind wir doch mal. Doktor, das ist gut, dass Sie kommen. Sie müssen mir helfen, dieser Gendarm will nicht hören. Das tut mir leid, dass ich Sie so spät noch angerufen habe. Aber ich dachte, das wäre das Beste. Ja, Sie haben das richtig gemacht. Und du setzt dich einmal hin, Frau, ne? Ja. Was Riesiges ist passiert. Ja. Erzählen Sie mir das alles in Ruhe und Sie holen mir ein Glas Wasser, ja? Klar, Doktor. Sie müssen mir zuhören. Wir haben keine Zeit. Ja. Sie müssen nur ganz schön ruhig bleiben, Frau Hansen, ne? Danke. Trinken Sie das? Wollen Sie mir bitte zuhören? Sie haben meinen Onkel umgebracht und ihn dann in eine Kiste gesteckt. Trinken Sie das? Ja. Jawohl. So. Haben Sie was genommen, wo Morphium drin ist? Die drei haben mir ein paar Schlaftabletten gegeben, dass ich aus dem Weg bin. Sie hatten eine Kiste und Sie haben gesagt, Onkel sei da drin. Aber Sie haben zuerst die Pillen eingenommen und in der Rahmen haben Sie das gehört, ne? Oh,
Gehen Sie nun mal wieder zu Bett und schlafen Sie sich richtig aus. Ja? Die sitzen hier düsig rum und die drei Mörder bringen alles, was sie verraten könnte, das bringen wir auf die Seite. Und wir werden Onkel nie nicht... Sagen Sie mal, das ist zu spät. Der Tod ist in der Elbe, keiner kann was beweisen. So, und wir müssen das Beste von machen, nicht? Ich muss Sie aufhalten. Vielleicht haben Sie das Boot Nein! Sie haben ihn in die Elbe geschmissen. Ja, tut mir leid, Frau Hans, das ist völlig durcheinander. Ach nee, wirklich? Wo sind Ihre Schwestern? Müssen die nun alleine die Drecksarbeit machen? Na, nun mal nicht so grob, Frau Hansen. Ist das wahr, dass Sie ihr ein paar Schlaftabletten gegeben haben? Ja, zwei. Ja. Sie haben doch gesagt, Sie konnten nicht schlafen. Wissen Sie das nicht mehr? Ja, aber was hat das damit zu kriegen? Ja, ich meine, das kann sein, Sie haben so eine Art Albtraum gehabt. Fangen Sie nicht an, mir einzureden, dass ich das alles bloß geträumt habe. Oh, meine Liebe, erinnern Sie sich doch. Sie sind doch eingeschlafen. Da auf dem Stuhl, als Sie Tabletten genommen hatten. Das bin ich nicht. Sicher, ich habe nicht geschlafen. Da war eine Kiste. Die Kiste habe ich gesehen. Aha, die Kiste mit den Büchern. Hier, diese hier. Und nun besinnen Sie sich doch. Dann haben wir doch die Kiste kaputt gehauen und haben da Feuerholz vorgemacht. Ich habe das alles bloß geträumt? Oh, mir ist so schwindelig. Aber ich glaube, Sie legen sich nun ganz schnell zu Bett, Frau Hansen. Sie kümmern sich um die junge Frau, Herr Doktor? Ja. So, Gesicht brauchen wir doch nicht, oder? Oh, was? Ich gehe nun wieder zu Bett. Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht. Nacht, Fräulein Newton. Nacht, Fräulein. Ich hab mich blamiert bis auf die Knochen. Und morgen fahr ich wieder nach Haus. Tun Sie das, Frau Hansen. Zurück zu Ihrem Mann. Mein Mann? Ich hab gar keinen. Er ist bloß ein Blatt Papier auf dem Tisch in einer 1,5 Zimmerwohnung. Blatt Papier, wo Tschüss draufsteht. Lass uns Schluss machen, wir haben unseren Spaß gehabt. Ich weiß, was Sie sagen werden. Wieso habe ich Ihnen erzählt, dass ich verheiratet bin? Ich kann das nicht sagen. Wirklich. Denn sind Sie alleine? Als Onkels Brief kam, da war das sowas wie ein Strohhalm. In einem Haus liegen. So wie dies hier. Mit ihm. Sie machen mich mürbe. Und ich will das nicht. Sie haben das ja nicht gewusst. Ich träume es doch. Ich pack mir meinen Doktor. Hier, wir bringen Sie in die zweite Stube. Da ist eine Couch. Ja, ich schaff das schon. Ist bald wieder auf dem Damm? Ja. Wenn sie gut schläft, dann kommt das ganze Gift da wieder raus. Arme Hanni, ne? Ja. Naja, will ich mal lieber mal wieder. Frau Newton, Ja? haben Sie die Tabletten wirklich losgegeben, um mir zu helfen? Sie konnte nicht schlafen, ja. Und anders war da nichts? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass Sie nur an einem Punkt sind, wo Sie reinen Tisch machen sollten. Ja, Dr. Brüggemann. Und nun lassen Sie endlich den Dr. Brüggemann weg und sagen Sie Jakob zu mir. Jakob und du. Ja, Jakob. Also, ich will Ihnen mal... Nee. Ich will dir das erzählen, Jakob. Was die Dirn gesehen hat, das stimmt.
Ihr Onkel ist hier geblieben. Du meinst die Kiste? Wir haben einen Park gehabt und da ist einer gestorben. Und das war sein Haus. Und da haben wir gedacht, wir verstecken ihn und dann können wir hier in diesem Haus bleiben. Das war bannig dumm. Für uns war das mehr als ein Haus. Frieda, ich glaube, das ist besser. Du erzählst mir nun alles. Ja. Also wir glauben, er hat Schinkel umgebracht, der hier zuerst gewohnt hat. Und dass das so ist, da haben wir Beweise für. Hier sind die Unterlagen für dieses Haus. Unterlagen von diesem Haus? So gediegen. Die Dirnen erbten das Haus, das ist gut so. Sie brauchten zu Hause. Das stimmt überhaupt nicht, die Unterlagen von diesem Haus. Das ist genau das Land oder das sind die Grenzen von dem Haus Nummer 9. Nummer 9. Was abgebrannt ist, wo bloß so die Mauern von stehen. Beide Grundstücke haben Schinkel gehört. Der wird das Geld für die abgebrannte Karte schon gekriegt haben von der Feuerversicherung. Ich glaube, ich weiß, was da passiert ist. Der hat die Hausnummer 9 ausradiert. Und doch wird die Hausnummer 16 eingesetzt. So muss das gewesen sein. Anders geht es gar nicht. Schinkel hat dieses Haus hier nämlich schon verkauft, als er weggefahren ist. Das heißt, Schinkel hat Wattens angespürt. Mann, wenn das nicht Wattens Haus ist, wem gehört das denn? Ich habe das gekauft, Frieda. Du gehört... Ja, no. Das ist dein Haus? Ich wollte da Wohnung von machen. Das ganze Dorf hat doch mitgespielt, als wenn das unser Haus wäre. Dass ich das gekauft habe, hat er hier dagegen kein einer zu wissen gekriegt. Ich wollte auch nicht, dass die Leute alle naslang bei mir anrufen und fragen, ob sie eine Wohnung mieten können. Aber du hast doch auch zugeguckt, als wir uns hier breit gemacht haben. Ich war bloß neugierig. Ich habe mir gedacht, ihr wart die 3 Frauensleute, die aus dem Heim die Abendsonne ausgeknippen sind. Denn hast du das gewusst? Ach Gott, was soll ich denn nun da noch zu sagen? Du kannst mir nur Antwort auf eine Frage geben, die ich dir schon mal gestellt habe. Ich glaube, ich fange gleich an zu heulen. Oh, Frieda, da haben wir nun keine Zeit zu. Wir müssen nur an die Arbeit. Wir müssen nur klar Schiff machen. Morgen gehen wir auf eine Segeltour. Wir beide. Aber du willst doch Hanni nichts von ihrem Onkel erzählen? Was hilft dir das? Aber wenn sie hier ein Zuhause hätte, mit 2 älteren Damen, und ihr Vermieter lebt mit seiner Ehefrau gerade um die Ecke und verlangt von denen nicht mehr als seine eigenen Unkosten. Na? Egal, was du sagst, ich fange gleich an zu heulen. Oh, Frieda, setz dich hin. Komm hier. Frieda, das ist nun 10, 12 Jahre her. Da haben sie hier in der Gegend in der alten Karte einen Penner gefunden. Und ich muss noch einen Bericht überschreiben und da stand dann drin, dass er am Herzinfarkt gestorben ist. Die Polizei hier im Dorf, die hat sich da nicht lange umgequält, rauszufinden, wer er war. Na ja, und das gibt eben Sachen in der Welt, die nicht bloß einmal passieren, ne? Das heißt, du willst... Ja, genau. Ich werde da die Kiste nehmen und... Sag mal, Frieda, Hanni hat gesagt, ihr wollt ihn in die Elbe fallen, das stimmt doch nicht, oder? Doch. Ich habe die beiden weggeschickt mit der Kiste. Oh, nee. Kann ja wohl nicht angehen. Du läuft das doch noch alles aus dem Ruder. Wir wollten das von Anfang an. Ich meine, macht das was. Frieda, macht das was, macht das. Natürlich macht das was. Wenn er nun gefunden wird und die Polizei untersucht den Fall mit Kripo und alles. Die kriegen das raus, dass das ein Ganove gewesen ist. Mann, die Toten verstecken, das ist eine Sache. Aber loswerden und in die Elbe schmeißen. Oh ja, Gott, wie dumm ich doch gewesen bin, ne? Vielleicht ist es noch nicht zu spät und wir können sie noch aufhalten, du. Die sind schon zu lange unterwegs. Was ist das? Edith und Adele, das ist zu spät. Das brennt die Heide! Die Heide brennt! Ja, Frieda Alma ist nicht abends gewesen. Sie hat eine Maske fallen lassen. Gleich an der Gartenpforte. Sie wohl nicht eine Dürre. Wir haben Maracht und Maracht. Und dann kam Herkules aus dem Mund. Er kam mit Macht und Kraft im Hochschein. Die Last trug er ganz leicht
schreiben? Gleich! Ihr Baum, ihr Frau, bin ich normal, ob ich diese Bücher schlepp. Gute Nacht! Er hat zu viel gehabt. Schneefall und spät.